Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Livestream von der FEG Embrach. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Einmal mehr schicken wir euch die Predigt an dem Sonntagmorgen ins Wohnzimmer, direkt aufs Sofa. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht daran gewöhnt und ihr freut euch mit uns, dass wir schon bald wieder unseren Gottesdienst öffnen, unser Gemeindezentrum auftun in den nächsten Tagen. Es ist tatsächlich heute vielleicht der letzte Livestream, vielleicht ist es der zweitletzte, wir wissen es noch nicht ganz genau, wir haben noch nicht abschließend entschieden. Der Bundesrat hat uns überrascht in der letzten Woche mit seinem Entscheid. Es hat am Dienstag ein Treffen stattgefunden von vielen Kirchenvertretern aus dem ganzen Land mit dem Bundesrat Berset. Auch der Peter Schneeberger, der Präsident von FEG Schweiz und vom Verband der Freikirchen, ist dort eingeladen gewesen. Und dann am Mittwoch ist die Entscheidung gekommen, dass wir ab dem 28. Mai die Kirchen wieder öffnen für den Gottesdienst. Das hat uns überrascht. Dann sind die Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen, auf Verbandsebene und jetzt auch in den Gemeinden. Wir werden morgen das überarbeitete Schutzkonzept zur Verfügung haben und dann auch entscheiden, wie wir eröffnen wollen und wann wir eröffnen wollen. Wir wollen das sorgfältig prüfen. Wir haben am Dienstag eine Sitzung vom Kirchenteam, wir haben am Donnerstag eine Sitzung von der Gemeindeleitung. Wir wollen sorgfältig überlegen und gut planen und nachher unseren Entscheid kommunizieren. Eröffnung vielleicht an den Pfingsten, das wäre schön. Eröffnung vielleicht aber auch erst eine Woche später. Wir werden es sehen. Heute haben wir die Fortsetzung und den Abschluss von unserer Predigtserie über Psalmen. Starke Worte für die Seele. Wir wollen einmal mehr inspirieren, dass unsere Herzen und unsere Seele ins Gespräch kommt mit Gott heute Morgen oder natürlich dann auch darüber aus in unserem Alltag. Wir können zur Ruhe kommen in stürmischen Zeiten, wenn wir Psalmen lesen und eine Perspektive für unser Leben bekommen. Heute geht es um den Psalm 138 zum Thema Danken im Wanken. Das Danken als Perspektiven entdecken und als Lebensstil pflegen. Wir hoffen, es gibt eine Wirkung in unseren Alltag hinein. Unseren gewohnten Livestream-Ablauf, wir kennen es, wir hören die Predigt von unserem Pastor, Philemon Resnick, dann 3 Songs von unserer Worship-Band, am Schluss dann ein paar Informationen auch noch zum Weitergeben und dann wird die Kaffeebar, die Zoom-Bar auch noch offen sein für die Gelegenheit möchten benutzen, um miteinander noch ein bisschen austauschen. Heute speziell dann auch noch zum zweiten Mal um 11:30 Start vom zweiten Livestream auf Hochdeutsch für alle die Zuhörerinnen, die Deutsch als Zweitsprache oder als Drittsprache kennen und so besser profitieren können. Um 11:30 startet dann der Livestream auf Hochdeutsch mit der Predigt zum Psalm 138. So übergebe ich jetzt an Philemon für die Predigt zum Psalm 138. Der Psalm 138 haben wir uns für den Schluss aufgespart von dieser Psalmenserie, weil es ist so ein richtiges Sahnehübli am Schluss noch oben drauf. Es ist so ein Psalm, der so gut tut und ermutigend ist und so eine grosse Perspektive aufzeigt. Und darum freut es mich besonders, dass wir heute an dem Morgen oder Nachmittag oder Abend oder mitten in der Nacht können über den Psalm 138 nachdenken und uns so richtig bereichern lassen. Ein Psalm, ich habe der Predigt das Thema überschrieben mit Danken im Wanken. Also eigentlich ein Psalm, der Dankbarkeit behandelt und das ist so das Thema dankbar sein, wo man einfach über das alles drüber stellen will. So, wo wir nachverfolgen wollen und wo auch eine Bereicherung wird sein für unseren Alltag. Ich tue das da mal als Titel anschreiben. Dankbar, das ist so das grosse Motto quasi heute von unserem Livestream, wo wir darüber nachdenken. Und ich habe ein bisschen angefangen zu reflektieren, wie ist denn das so? Ich habe gemerkt, je nachdem hat jedes Volk auch gewisse Schwächen. Und ich habe gemerkt, wir Schweizer, wir sind schon solche, die
auch gerne motzen. Oder häufig gerne motzen. Also wir sind in den Sinn gekommen, am Anfang von dieser ganzen Krise haben viele Leute gemotzt, ja, da hätte man doch viel schneller müssen reagieren, da hätte man konsequenter sein. Irgendwie die Politik war ein bisschen langsam gewesen. Jetzt sind wir da schon ein bisschen vorgeschritten und jetzt motzt man anders. Ja, da ist man doch viel zu fest reingefahren, die Massnahmen sind viel zu einschneidend gewesen, wir müssen doch alles wieder normal machen. Manchmal motzen wir ja auch ein bisschen so irrational. Ein anderes Beispiel, wo wir in den Sinn kommen, ist beim Autofahren, tun wir ja sehr gerne motzen. Dann sind wir unterwegs auf der Autobahn und der vor uns fährt. Dann überholt uns einer auf der anderen Spur und fährt genau 121,5. Da denken wir, wow, der ist so schnell gefahren, das geht doch nicht, das ist viel zu gefährlich. Und nachher kleben wir hinter dem einen, der nur 117,7 fährt. Da denken wir, der Schneck, der hält mich auf da. Wieso geht der so langsam vorwärts und die Überholspur ist auch gerade besetzt? Oder beim Wetter sehen wir doch auch, der April ist ja der perfekte Monat, um darüber nachzudenken, wie gerne wir auch motzen. Dann fängt es an zu regnen und man denkt, oh, es regnet schon wieder. Gerade jetzt, wo ich vorausgehen soll mal aufhören zu regnen. Und 1 Minute später scheint die Sonne. Und man denkt, nein, es scheint die Sonne schon wieder ab. Wir haben in der Schweiz eine halbe Sahara. Das trocknet ja alles aus da mit der Erderwärmung. Und nachher schneit es 1 Minute später. Für ganz Winter hat es nicht geschneit. Und jetzt kommt es führen. Du merkst schon, ich tue jetzt da ein bisschen überspitzen. Aber vielleicht hast du dich auch am einen oder anderen Ort irgendwo ein bisschen gefunden. Aber ich habe gemerkt, wir Schweizer tun gerne motzen, aber andere Völker sind in dem ja auch noch gut. Also, unsere Nachbarn in Deutschland, die tun auch sehr gerne motzen und auch sehr gerne jammern. Und ich will jetzt da jemanden zitieren, nämlich den Deutschen selber. Ich würde ja selber mich nicht getrauen, das laut zu sagen. Aber das ist ein Arzt, auch ein Komiker, aber wirklich ein Mediziner. Und der hat gesagt, von der Eckhard von Hirschhausen, dass er eine neue Hirnregion entdeckt habe. Und zwar sage ich das bei den Deutschen halt so, dass sie auf der einen Seite den Stirnlappen haben, der plant, da eine Hirnregion, dann auch noch den anderen Lappen, den Seitenlappen, der vernetzt, aber anscheinend haben die Deutschen auch noch den Jammerlappen. Das Dumme an dieser Geschichte ist jetzt, man hat ein paar Jahre später wirklich so eine Hirnregion gefunden, die irgendwie für Depressionen zuständig ist. Habenula heisst scheint die Hirnregion, wo einem so abzieht. Und es ist jetzt die schlechte Nachricht, also nicht nur die Deutschen haben den Jammerlappen, sondern wir alle, egal von welchem Volk das wir sind, haben den irgendwo in uns drin. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wie gut ist es, dass wir den Psalm 138 kennt. So eine Ermutigung, die sagt, hey, komm mal raus aus dem Motzen, aus dem Jammern, aus dem, was uns auszeichnet und schauen wir mal auf Gott oder auf den David, der so eine Dankbarkeitsperspektive hat und uns auch zeigen kann und uns lernen kann. Weil gerade wenn wir auf Gott schauen, gibt es doch so viel Gutes, wo wir einfach dankbar sein können. Und wir wollen heute auch einen Schritt tiefer reingehen, als einfach zu sagen, hey, in jeder Situation gibt es ja schon etwas Gutes, so im Stil von einfach positiv denken. Irgendwie kommt dann schon alles gut raus, irgendwie wird schon alles seine Kurven nehmen und wird dann passen am Schluss. Also, wenn ich ehrlich bin und das Leben anschaue, was das Leben alles mit sich bringt, was das Leben so alles bietet. Ich meine, ich bin jetzt 36 und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hoffe, ich habe noch nicht die Hälfte erreicht, aber wenn ich das Leben anschaue, dann gibt es vor allem viele Enttäuschungen, es gibt viel Schmerzen, es gibt viel Leid, Schicksalsschläge, die kommen, die man nicht verstehen kann, viel Schweres. Ja, so viele Sachen, die einem vom Leben her eher traurig machen oder auch den Mut nimmt, einem enttäuscht. Und der Psalm 138, der wird uns nicht einfach lernen, einfach irgendwie versuchen, irgendwo etwas Positives zu sehen, sondern eine ganz neue Perspektive überzukommen. Eine, die so richtig gut tut. Eine, die so richtig tief reingeht und so lebensverändernd kann sein. Ein lebensveränderndes, kraftvolles Prinzip. Und da wollen wir gerade miteinander eintauchen und einsteigen in den Text im Psalm 138. Wenn du deine Bibel parat hast, dann schlag mit mir auf. Wir wollen die Verse lesen von dem Psalm 138, es sind nicht so viel. Und wir starten gerade am Anfang jetzt mit dem Vers 1. Da heißt es von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen Namen danken, um deiner Gnade und Treue willen, denn du
hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Das Erste, was mir auffällt, der David sagt, ich will dir danken. Ich habe das in dem Text hervorgehoben. 3-mal kommt das Wort ich will vor. Ich will dir danken. Ich will dir Lob singen. Ich will dich preisen. Ich will. Also der David sagt nicht, wow, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe so ein mega Bedürfnis gehabt. Heute bin ich so ein dankbarer Typ. Das wäre jetzt etwas, das muss ich sagen, das kenne ich auch nicht so häufig. Also ich weiss nicht, wie es dir geht. Gehst am Abend ins Bett, bist ein bisschen zusammengerückelt, müde, hast vielleicht einen schlechten Abend gehabt und schlafst und am Morgen wachst du auf und es knackt im Rücken und im Nacken und du denkst, wow, heute bin ich ja so dankbar. Der David sagt es umgekehrt. Er sagt, ich will dankbar sein. Er sagt, das ist eine Willensentscheidung, etwas, was aus dem Herzen rauskommt. Er sagt, ich will Gott loben. Nicht etwas, was einfach aus dem Gefühl kommt, sondern wo er sagt, das ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist so ein erster Punkt, lass uns bewusst entscheiden, dass Dankbarkeit einen Platz, einen Sitz in unserem Leben hat. Ich möchte da symbolisch so 3 Stühle dafür zeichnen. Dankbarkeit soll einen Sitz, einen Platz in unserem Leben haben, wo wir uns doch bewusst dafür entscheiden und nicht einfach warten, irgendwie, bis es automatisch kommt. Das Nächste, was mir auffällt in dem Text, wenn ich da lese, ist, dass der David eben nicht einfach dankbar ist, weil er versucht, irgendwo etwas Positives zu sehen, vielleicht sogar im Schweren hinein, sondern weil er sagt, hey, ich schaue auf Gott. Ich bin dankbar wegen dem, was Gott gemacht hat. Ich habe das auch hervorgehoben da im Text. Der David sagt, dir will ich danken. Also David sagt, er tut seine Perspektive bewusst auf Gott richten und sagt, dort ist der Grund von meinem grössten Dank. Oder dann weiter, weil du so gnädig bist, weil du so treu bist. Weil deine Worte, die du sagst, gross geworden sind, sogar noch grösser, als du sie gesagt hast. Es ist auch ganz spannend. Der David sagt also, ich tue mich bewusst für den Dank entscheiden, und zwar für den Dank zu Gott hin. Und an anderen Orten redet er sogar davon, dass er ein Dankopfer bringt. Zum Beispiel im Psalm 116 sagt er, dir will ich Dankopfer bringen. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns ins Herzen nehmen können. Danke, das kann ein Willensentscheid sein und es kann uns sogar manchmal etwas kosten. Weil so unsere menschliche Natürlichkeit, so wie wir ticken, ist eher, dass wir zuerst das Negative sehen. Zuerst das sehen, was uns drückt. Zuerst das sehen, was uns runterzieht. Und da kann es manchmal sein, dass wir wie auch merken, hey, stopp. Ich will ein Dankopfer bringen, es darf mich etwas kosten. Und nachher fängt es an, etwas mit mir machen, fängt es an, mich zu verändern. Ein Beispiel, am letzten Dienstag hat der Rat der Religionen zum Bundesrat, um über die Massnahmenlockerung zu reden, was Kirche betrifft. Unser Freikirchenpräsident hat auch mitgehen. Und am Mittwoch ist nachher herausgekommen, dass wir tatsächlich 2 Wochen früher mit unseren Gottesdiensten starten dürfen, wenn wir dann die gewissen Massnahmen einhalten. Mein erster Gedanke war, oh nein, das kommt ja mega schnell. Das bringen wir doch nicht an, das geht doch nicht. Das ist Stress, oder? So die Stresshormone haben angefangen zu pumpen. Da dachte ich, boah, wie machen wir das? Was sollen wir jetzt machen? Nächster Gedanke, dann heisst da, oh, wir dürfen nicht singen. Aber wir singen doch so gern. Das ist doch der Kern von unserer Anbetung, von unserem Lobpreis. Wie sollen wir das dann noch machen? Und dann habe ich weitergelesen, 2 Meter Abstand, 4 Quadratmeter pro Person. Musst du mal rechnen, das ist mega viel. Das geht doch nicht, das ist doch alles ein Seich. Das waren so meine ersten Gedanken. Und das ist, glaube ich, die Taktik vom Teufel, dass er unseren Blick immer auf das lenkt, was nicht geht, was negativ ist, was uns abzieht und abdruckt. Und das sehen wir schon, wenn wir in der Bibel ganz am Anfang blättern. Die Geschichte von Adam und der Eva, wie sie da im Garten unterwegs sind. Lies mal die Geschichte durch, es ist so einleuchtend. Die sind im Paradies, die sind im Garten Eden und es hat unglaublich viele Bäume von guten Früchten und es heisst, dass sie richtig gut zum Anschauen waren. So richtig saftig, besser als jeder Bioladen, den es gibt oder was auch immer. Und es hat einen einzigen Baum gegeben, den sie nicht hätten davon essen sollen. Das machen der Adam und die Eva. Statt dass sie die vielen Früchte geniessen und dankbar sind, was sie alles haben können, sagt sie, nein, ich will von dieser Frucht. Und sie schauen den einen Baum an und sie laufen auf den Baum zu und sehen nur noch das. Am Schluss stehen sie so nah vor dem Stamm und haben nur noch das vor Augen und sagen, ich will diese Frucht, die muss ich doch haben.
Ich glaube, in unserem Leben gibt es auch ganz viele so Bäume, dass wir einfach das sehen, was uns vor Augen ist. Dass wir denken, das muss ich doch noch haben. Ich weiss nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ein Job, wo du gerne hättest wollen. Oder dass du überhaupt einen Job am Suchen bist und sagst, ich muss einen Job haben, das ist das, sonst kann ich doch nicht dankbar sein. Oder vielleicht irgendwo ein Kinderwunsch und Gott hat andere Pläne mit dir und sagst, ich brauche ein Kind, ich will ein Kind, das ist das, was ich will. Oder ein Partner. Vielleicht hat Gott dir bis jetzt keinen Partner geschenkt. Du sagst, das wäre das, was ich brauche, das ist das, was ich suche, das ist das, was ich will. Und wir sehen nur noch das, nur noch den einen Baum vor unseren Augen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Situation sagen, stopp, stopp. Ich will doch jetzt nicht auf den einen Baum schauen, sondern ich will meinen Blick in die andere Richtung lenken. Für die vielen anderen Bäume, die da stehen. All das andere Gute, das Gott mir schenkt, auch in dieser Zeit, auch in diesem Moment. Das ist das Prinzip der Dankbarkeit, dass ich sage, stopp. Ich will nicht den einen Baum anschauen, sondern ich will auf Gott schauen. Und manchmal braucht es einen, der einem so richtig eins ginket, um einen aus dem rauszuholen. Bei mir war es am letzten Mittwoch ein E-Mail von der Schweizerischen Evangelischen Allianz, die gekommen ist, so als Reaktion auf den Bundesratsentscheid. Und das Titel steht gestanden, wir freuen uns. Und plötzlich hat es bei mir so einen Ging gegeben. Und ich habe gemerkt, stopp. Irgendwie die denken anders. Die haben ein anderes Prinzip. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, es gibt doch so viel Grund zum dankbar zu sein. Dass der Bundesrat unser Rat der Religionen, uns Kirchen angehört hat und es wichtig findet, dass wir Gottesdienst feiern können. Das bedeutet doch, dass er dem einen höheren Stellenwert gibt. Ein Grund zum dankbar zu sein. Ich habe gedacht, ja, vielleicht können wir nicht singen. Hey, aber es gibt doch so viele Möglichkeiten, wie wir Gott unser Lob und unsere Dankbarkeit geben und ihm zeigen mit unseren Worten, in unseren Gedanken, mit Gebet. Vielleicht entdecken wir ganz neue Formen, nur weil wir halt 2 oder 3 Mal nicht singen dürfen. Oder der Platz. Ich meine, 4 Quadratmeter ist viel. Aber hey, danke Gott, haben wir zügeln als Kirche in einen neuen Saal. Da haben wir Platz. Stell dir mal vor, wir wären am alten Ort, da könnten wir so nichts machen. Da haben wir so sagen, danke Gott. Danke Gott, dass du so Wege aufmachst und Möglichkeiten schaffst, wo ich gar nicht daran gedacht habe. Und es hat mein Herz ganz angefangen zu verändern. Und ich habe plötzlich auch etwas von dieser Freude entdecken. Es ist etwas, das einem dann irgendwo auch ändert von innen. Es ist etwas, das dann anfängt zu wachsen in einem. Also das Prinzip der Dankbarkeit, vielleicht kann man sagen, es ist wie wenn man einen Samen sät und Pflanzen wachsen lässt, die dann immer grösser wird und wo unser Herz verändert. Und ich habe mir bewusst vorgenommen, ich will ein Mensch sein, der dankbar ist. Und nicht einer, der zuerst den Baum sieht. Und ich will das auch lernen. Das ist etwas, was mir selber auch so gut tut. Der Psalm geht ja dann weiter. Lesen wir miteinander Vers 3. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Das sagt David. Er ist ja Gott so dankbar, weil der David hat gerufen, hat gebetet, hat gerungen. Gott hat ihm geantwortet. Und jetzt denken wir, ich weiß nicht, was du denkst, was hat der David gebetet? Wir wissen es nicht, aber Gott hat geantwortet. Als erstes kommt mir in den Sinn, Gott wird ein Wunder da haben. Gott hat wahrscheinlich übernatürlich eingegriffen und bam, ist irgendetwas passiert und auf einmal ist alles gut gewesen und der David tut nur noch jubeln und glücklich sein und Gott danken. Es ist aber spannend, wenn wir da weiterlesen, wie Gott am David sein Gebet erhört hat, was der David so dankbar macht. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Also der David sagt, hey, es ist nicht bam, ein Wunder passiert, aber Gott ist gekommen. Gott hat mir in dieser Situation einen neuen Mut geschenkt. Und so hat meine Seele, meine Lebenskraft, hat neu aufgetankt und Energie bekommen und ist bereit gewesen, zum Vorwärts zu gehen. Und darum will ich dir so Danke sagen, Gott. Das ist so etwas Gutes. Spannend. Manchmal erlebe ich mein eigenes und unser Gebetsleben wie ein bisschen kümmerhaft. Wir beten etwas, wir bitten Gott um etwas. Und erwartet dann, dass er ein Wunder tut. Und denkt, wenn Gott ein Wunder tut, dann kann ich danken, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich jubeln. Und wir vergessen manchmal, dass Gott auf ganz vielfältige Art unsere Gebete erhören. Auf vielfältige Art, wo wir Gott dankbar sein dafür. Also wenn ich die Bibel so ein bisschen durchschaue, sind so 4 Arten von Gebetserhörungen, die ich entdecke, wo man auch immer wieder erlebt, wo wir Gott dankbar sein dafür.
Die erste ist, und das ist meine liebste, dass Gott wirklich einfach übernatürlich eingreift und ein Wunder macht, möglichst schnell. Das ist einfach das Schönste, wenn das passiert. Und Gott macht es auch immer wieder. Es gibt immer wieder Momente, wo Gott in den Moment hineinkommt und etwas verändert und ich einfach nur nachher staune. Aber die zweite Gebetserhörung, die ist, glaube ich, noch fast häufiger. Dass Gott reinkommt ins Problem hinein und mir seine Nähe schenkt, mir Kraft schenkt, mir Mut schenkt, zum Vorwärts zu gehen, mir neue Lebensenergie schenkt, vielleicht eine neue Perspektive schenkt. Nicht das Problem wegnimmt, sondern mit mir durchgeht. Die dritte Gebetserhörung ist, dass er mir seine Ewigkeitsperspektive schenkt. Ich glaube, das ist die für uns Christen am wertvollsten ist. Weil das ist die in Ewigkeit wirkt. Also ist die uns oft auch am schwersten fällt. Mir fällt das gerade auf, wenn ich über Krankheiten nachdenke. Ich meine, es ist ja so, wenn man älter wird, irgendwann fangen die körperlichen Schwachheiten an, stärker werden, grösser werden. Es gibt mehr Gebrechen, man mag weniger machen. Und ich finde es gut, auch bei Krankheiten, wenn wir um Heilung beten. Wenn wir Gott bitten, dass er eingreift und wirkt. Aber die vollkommene Gebetserhörung, die haben wir erst in Ewigkeit bei Gott. Das ist auch mein grösster Wunsch, den ich habe, wenn ich für jemanden bete. Dass er mal in Ewigkeit bei Jesus sein darf. An dem Ort, wo es keine Krankheiten mehr gibt, keine Leiden mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt. Und ich denke manchmal, wir als Menschen, wir haben unser 70, 80, 90-jährige Leben vor Augen und wir sehen nur noch das, diesen Zeitabschnitt und merken gar nicht, Ewigkeit, hey, das ist ja noch viel mehr. Es ist ja noch viel besser. Das ist doch der Ort, wo man anwendet. Und viele Gebete werden in diesem Moment erhört. Und ich glaube, es ist so ein grosser Grund von Dankbarkeit, dass man sagen können, danke Gott. Danke haben wir nicht nur die 70-Jahre-Perspektive, wo es am Schluss abwärts geht und wir alle irgendwann sterben müssen, sondern danke haben wir die Perspektive in die Ewigkeit hinein. Wo alle unsere Gebete erhört werden, weil es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz mehr geben, nichts Negatives mehr geben, keine Tränen mehr geben. Danke, Jesus. Danke für die Perspektive. Und die 40 Gebetserhörung, die ist, wenn wir einfach zurückbleiben mit Fragezeichen. Ganz viel gibt es das auch, dass man einfach da steht und sagt, hey Gott, ich verstehe deinen Weg nicht. Was soll das Ganze? Und ich glaube, Gott ist einfach grösser als wir. Gott hat bessere Pläne, Gott hat andere Wege. Und Gott hat manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Und das ist ja völlig okay, weil wir sind nicht Gott. Wir dürfen es annehmen. Hey, manchmal verstehen wir es auch einfach nicht und wir bleiben mit einem Fragezeichen zurück. Aber trotzdem können wir froh und glücklich sein, weil wir wissen, Gott ist da, Gott führt, Gott leitet und er ist mit uns. Wenn wir jetzt weiterlesen, ist ganz spannend, ist sehr oft auch das, was für andere Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, etwas ist, was Eindruck macht. Wenn er sagt, hey, das ist ein Christ und der muss durch schwierige Zeiten durchgehen. Aber ich merke, Gott trägt den. Der hat irgendwie einen Halt bei Jesus. Und beim David ist es gleich. Lassen wir Vers 4. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. Und sie werden singen von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von ferne. Und wir erinnern uns, also der David, der sagt Gott danke, dass er zu ihm gekommen ist in der Not, in der Bedrängnis, dass Gott ihm geholfen hat dort und neue Kraft gegeben hat und nicht für ein Bäm-Wunder. Und sagt, die Leute werden sehen, du schaust für die Niedrigen. Die Menschen werden sehen, dass du Gott gute Wege hast. Und darum werden sie auch anfangen zu danken. Und dann Vers 7, wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Also auch wenn ich mitten durch Bedrängnis gehe, wird Gott dort sein und mich führen und leiten. Und an dieser Stelle muss ich sagen, hey David, das tönt alles gut. Dankbar sein, auch in schwierigen Zeiten. Dankbar sein mit dem Blick auf Gott. Aber es ist nicht so einfach. Wie geht denn das? Und das Erste, was ich sehe, ist, dass es doch sinnvoll ist, wenn wir unsere Dankbarkeitsflaschen, wenn wir das Dankbarsein quasi eintrainieren in Zeiten, wo es uns gut geht. Dass wir einfach lernen und sagen, ich tue da meine Dankbarkeitsflasche füllen. Danke Gott, geht es mir gut. Danke Gott, schaust du für mich. Dass wenn schwierige Zeiten kommen, dass ich dann auch parat bin. Also für mich ist der Psalm auch eine Ermutigung, einfach eben, so wie die Dankbarkeitsflasche, den Dankbarkeitstank frühzeitig aufzufüllen und zu sagen, ja Gott, ich will parat sein, auch wenn schwierige Zeiten kommen.
Und ich will dann gelernt haben, dankbar zu sein. Wie sieht es aus mit deinen Dankbarkeitsgefäßen? Sind sie voll oder sind sie leer? Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann merken wir, dass das doch etwas so Gutes ist. Ich habe mir persönlich angewöhnt, dass ich meine Gebete zu Gott mit dem Danken starte. Dass ich sage, danke Gott. Und dann tue ich zuerst ein paar Sachen sagen, wieso ich dankbar bin. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir schon ein paar Mal passiert, da habe ich so einen Baum vor Augen gehabt. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich beten. Jetzt muss ich beten, dass Gott eingreift und wirkt und mir etwas schenkt oder wegnimmt oder was auch immer. Und ich habe angefangen, danke Gott. Und bin dann ins Stocken gekommen. Ich dachte, ich will ja gar nicht Danke sagen. Was soll ich überhaupt Danke sagen? Ich habe den Baum gesehen. Und plötzlich kann ich anfangen zu studieren. Stopp. Was könnte ich Danke sagen? Es gibt so etwas zum Danke sagen. Es gibt so ganz viel zum Danke sagen. Und es hat schon angefangen, irgendwo mein Denken zu verändern. Und die Bibel sagt das immer wieder, es ist doch besser, wenn man auf das schaut, wo man Danke sagen kann, als nur auf den Baum. Im Prediger 6,9 heißt es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Denn auch das ist sinnlos. Und wie der Versuch, den Wind einzufangen. Aber auch im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Der Paulus schrieb der Philipper, in Philipper 4, Vers 11 bis 13, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Also Paulus hat Zeit erlebt, wo er arm war und hat gelernt, mit dem zufrieden zu sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Genug zu essen zu haben oder längere Zeiten, wo man so richtig Hunger hat. Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und jetzt kommt ein Vers in der Bibel, wo man immer wieder falsch angestellt hat. Da sagt der Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und oft nimmt man den Vers raus und pickt ihn so aus und sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Hey, Jesus Christus, er schenkt mir doch alles. Und im Namen von Jesus gebiete ich dem Stein, dass er zum Brot wird, dass ich wieder satt wird. Oder weiß auch nicht was. Aber der Vers will echt genau etwas anderes sagen. Er will sagen, hey, auch wenn ich Hunger habe, vermag ich das durchzustehen. Und auch wenn ich Mangel leide, auch wenn es mir gut geht, ich vermag all die Situationen anzunehmen und sogar zufrieden sein damit. Weil Christus der ist, der mich stark macht. Das ist die Ermutigung. Füll deine Flaschen auf und sag, ja, ich will meinen Dankestank füllen. Ich will meinen Dankestank füllen und sagen, hey, ich bin parat, auch in schlechten Zeiten. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich lerne, dankbar zu sein, auch bei Kleinigkeiten, die ich zuerst nicht eingesehen habe. Zum Beispiel, wenn ich die letzte Parkluke zuoberst oben im Parkhaus finde, dass ich sage, hey, das ist ein Grund, dass ich dankbar sein kann, weil es bedeutet, ich habe ein Auto, das ich mir leisten kann. Das die meisten Menschen auf dem Planeten sich nicht leisten können. Oder wenn ich die Steuererklärung ausfülle, dann sage ich, hey, ich kann dankbar sein. Je mehr Steuern das ich zahle, heisst, desto mehr Einkommen habe ich. Und ich dann mit meinem Lebensunterhalt bestreiten kann. Was für ein Privileg. Oder wenn ich Schmerz im Knie habe, sage ich bin dankbar, ich habe etwas anderes, wo mir gut geht. Oder wenn mein Wecker am Morgen schellt und mein Rücken wehtut und mein Nacken verstreckt ist, sage ich, hey, danke Gott, dass du mir an diesem Tag wieder ein neues Leben schenkst. Oder auch eine andere Möglichkeit, ich mache das manchmal, dass ich so wie mit einem Post-it durch mein Umfeld durchlaufe und meine Wohnung durchlaufe und einfach sage, hey, danke für das Flipchart. Cool, da kann man irgendetwas zeichnen, irgendetwas sichtbar machen. Danke für das Telefon, da kann man mit Leuten in Kontakt treten. Was gibt es noch? Danke Gott fürs Kreuz. Danke Jesus, dass du gekommen bist. Danke Jesus, dass du dein Leben gelassen hast für mich. Und es gibt so viele Orte, wo wir durchlaufen können und merken, hey, es gibt so viel Grund zum dankbar zu sein. Vielleicht kannst du das auch mal machen, so wie als kleine Dankbarkeitsübung durch die Wohnung laufen und deine Post-its verteilen, vielleicht die Gedanken und sagen Danke. Das bedeutet so viel. Das bedeutet so viel. Und es ist so wertvoll, wenn wir lernen, dankbar zu sein, weil wenn auch schwierige Zeiten kommen im Leben, dann können wir auf Gott schauen und können so wie von dem zehren. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, come on Phil, du bist ja noch erst 36, das ist noch nicht so alt und so, du hast noch nicht so viel Schicksalsschlag erlebt. Und darum habe ich einen von unseren Senioren gefragt, den Ernst.
Er ist mir aufgefallen, ein Mann, der viele Schicksalsschläge hat müssen erleiden. Und gleichzeitig so heute so eine Dankbarkeit ausstrahlt. Dass ich muss sagen, hey, Ernst, du bist über 90 und ich will von dir lernen. Ich will lernen, wie das ist mit dieser Dankbarkeit. Und darum habe ich ihn gefragt und er war bereit gewesen, um so ein kurzes Telefoninterview zu machen. Wir haben das am letzten Freitag miteinander gemacht. Ich habe das aufgezeichnet und das möchte ich gerne jetzt euch so einspielen. Ich habe das Telefon mitgenommen, dass wir so richtig die Vorstellung haben können, als würden wir jetzt miteinander am Ernst anrufen. Ja, also hallo Ernst. Sag mal, was bedeutet heutzutage für dich dankbar zu sein? Ich muss immer wieder danken, dass der Herr einem so angenommen hat, wie er ist, dass ich immer noch alles machen kann. Ja, und ich bin überhaupt dankbar, dass ich zum Glauben gekommen bin. Es ist so ein grosses Gnadengeschenk. Ich habe zu wenig Worte, um zu sagen, wie was. Was war so der grösste Schicksalsschlag, den du hast müssen durchleben in deinem Leben? Ja, erstens einmal die erste Frau verloren habe. Das war natürlich ganz schlimm gewesen. Und dann plötzlich allein da steht. Das sind herausfordernde Zeiten gewesen. Es war gar nicht immer leicht gewesen, um alles zu bewältigen. Es ist also, ich muss sagen, es ist nur Gnade Gottes, dass ich auf dem Weg geblieben bin. Bist du wie vorbereitet für so schwierige Situationen und Zeiten in deinem Leben? Das habe ich früher noch nicht so gesehen, dass man so viel zu kämpfen hat im Leben. Mit Schwierigkeiten. Dass man nicht nur einen Tag wie der andere meint, es muss immer gut gehen. Wieso ist Dankbarkeit denn heutzutage jetzt so etwas so Wichtiges für dich? Ja, erstens einmal steht es in der Bibel. Das ist einmal wichtig, dass man das von dort her sieht. Dann hat man die richtige Grundlage. Dankbarkeit tut einfach auferbauen. Das tut einem ermutigen. Und Jesus sagt ja, wir sollen dankbar sein in allem. Aber eben, das muss gelehrt sein, das kann man nicht sagen, jetzt kann man es. Das ist immer wieder mit verschiedenen Situationen und Kampf verbunden. Jetzt, das muss gelernt sein. Wie lernt man das dann, dankbar zu sein? Wichtig war immer, dass man sich ans Wort hält und sich vom Wort prägen lässt. Ganz ein wichtiger Punkt, dass man nicht stehen bleibt am Alten. Und da hat man vielmal schon ein bisschen Mühe gehabt. Es gibt eben vieles, was einem erinnern an die Vergangenheit. Das hätte man eben loslassen können. Aber es ist nicht immer so einfach. Wenn ich nur daran denke, der Habakuk, der hat das in Niederlagen gehabt. Aber der ist in der Dankbarkeit vorausgegangen und hat alles können so überwinden. Und das geht eben einem dann schon an, so etwas. Weil das eine feste Grundlage ist auf dem Wort Gottes. Jetzt, Habakuk, hast du neben ihm auch noch andere Vorbilder gehabt für Dankbarkeit? Ich habe eben auch viel gelesen. Und da habe ich aus den Situationen, die ich gelesen habe ich eben auch viel gelernt, wie es andere machen. Und das ist mir dann aufgegangen und es ist mir auch wohler gewesen. Würdest du sagen, jetzt mit über 90 hast du gelernt, wie man dankbar ist? Das hört nie auf. Da bin ich mir bewusst. Aber das habe ich früher nicht so gesehen, dass das im Alter noch fast mehr kommt wieder voran. Was ist jetzt dein Wunsch für die Zukunft, für die nächsten Wochen? Ja, auf jeden Fall, dass ich fest gegründet bleiben und in allem eben dankbar sein und vorwärts schauen. Das war der Ernst, einer von unseren Senioren. Und ich finde es so gut, dass wir von ihm lernen können. Dankbar auch trotz all diesen Schicksalsschlägen. Und Dankbarkeit als etwas, das man lernt, das nie aufhört. Dankbarkeit, die einem einen Halt gibt und trägt. Dankbarkeit, wo man viele Vorbilder haben, wo man einüben auch im Alltag. Und wo nicht immer einfach ist. Auch das so eine ganz ehrliche Aussage. Danke vielmals. Jetzt an dieser Stelle würde man dir einen Applaus geben, vielleicht einen virtuellen Applaus, den man jetzt halt nicht gehört hat durch die Kamera. Aber danke vielmals, Ernst, für deine Ehrlichkeit und Offenheit und was du uns alles mitgibst zu dem Thema Dankbarkeit. Und es ist genau auch das, was wir in der Bibel lesen. Ein Vers, den ich euch gerne weitergeben möchte, ist aus dem 1. Thessaloniker 5. Da fordert uns der Paulus ganz direkt auf. Betet ohne Unterlass.
Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also Paulus sagt nicht, seid für alles dankbar, sondern seid in jeder Lage dankbar, in allem dankbar. Egal, durch was wir durch müssen. Es gibt so viele Gründe zum dankbar sein, besonders wenn wir auf Gott schauen. Der letzte Vers im Psalm 138. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Schön an dem Psalm 138 gehört auf damit, dass wir auf Gott schauen und merken, hey, Gott hat einen guten Plan. Gott führt, Gott wird es als Ende bringen. Und wir merken, wir können wirklich dankbar sein, wenn wir im Moment vieles nicht verstehen. So eine Perspektive im Leben, wo so eine richtige Bereicherung ist und uns selber manchmal auch so einen Perspektivenwechsel gibt, weil wir nicht mehr unseren Baum sehen, sondern weil wir auf Jesus schauen. Es ist vielleicht so, wie wenn man im Nebel sitzt. Vielleicht kennst du das auch. Ich wohne da in Embrach und es hat etwa die Nebel. Und dann sitzt man da in dieser Suppe rein und schaut raus und denkt, es ist alles so grau. Das ist das Einzige, was man sieht. Die Umstände sind schlecht. Die Situation ist nicht gut. Irgendwo gibt es Sachen, die kratzen. Wir haben so viele Bäume vor Augen. Und dann geht man auf eine Wanderung zum Beispiel, fährt mit dem Auto irgendwo hin, steigt ins Bändchen ein, fährt mit dem Bändchen drauf. Und dann kommt der Moment. Der Moment, wo man plötzlich aus der Nebeldecke rausbricht, ins Licht. Und die Sonne scheint. Und man sieht die Berge am Horizont. Ein wunderbares Panorama. Alles glänzt und glitzert und leuchtet so richtig hell. Die Situation hat sich nicht verändert. Die Umstände sind immer noch die gleichen. Es ist immer noch genau das gleiche Wetter überall. Aber meine Perspektive hat sich in diesem Moment verändert. Und ich komme eine ganz neue Perspektive über auf mein Leben, auf wer ich bin, auf wo ich bin und was alles noch da ist. Und genau das ist das, wenn wir die Dankbarkeitsperspektive haben. Wenn ich das Bild da fertig zeichne, dann sieht man, ich habe da wirklich so eine Art Bar gezeichnet. Dankbar. Und meine Ermutigung für dich heute ist, dass du immer wieder bewusst ansitzt und sagst, ich will an dieser dankbar trinken. Ich will an dieser Bar mich so richtig mit Dankbarkeit volllaufen lassen. Ich will die Perspektive in mein Leben hineinnehmen. Ich will in meinem Alltag pflegen, dass ich immer wieder einen Besuch mache an diesem Ort und sage, ich will Dankbarkeit lernen. Dass ich bereit bin auch für schwierige Zeiten. Dass ich auf Jesus schaue, dass ich seine Perspektiven bekomme. Dass ich nicht den Baum sehe, nur das, was mich hindert, nur das, was mich abzieht, nur das, was mir schwerfällt, sondern all die anderen Bäume, die Jesus mir schenkt. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du das so wachsen lassen kannst, auch in deinem Leben, dass die Dankbarkeit deinen Lebensstil prägen darf. Das ist ja oft so, wenn ich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst komme und wir anfangen mit dem Lobpreis, das ist genau das Gleiche, oder? Ich komme da hin, für mich ist es vielleicht Nebel. Ich komme aus einer Situation raus und ich habe nur noch Stress am Morgen oder so etwas. Und ich fange an, Gott loben, Gott anbeten, Gott Danke sagen. Nicht, weil ich mich mega danach fühle, vielleicht ist es mehr ein Dankopfer. Bei mir fängt es oft mit einem Dankopfer an. Aber ich will in dem Moment Gott loben. Ich will ihm Danke sagen. Ich will seine Perspektive einnehmen und nicht meinen Baum sehen. Und ich merke, wie es mich anfängt zu verändern. Wie es mein Dankbarkeitsdank anfängt auffüllen. Wie mit mir etwas fängt zu wachsen und meine Perspektive sich ändert, weg von meinem Baum hin auf Jesus. Und ich wieder neu merke, hey, der Jesus, was der alles für mich da hat, das ist ja unglaublich. Hey, Jesus hat mich so fest geliebt, er ist am Kreuz für mich gestorben. Was ist da mein Baum dagegen? Ich habe es doch nicht verdient. Und Gott hat so einen guten Plan, auch für mich und mein Leben. Gott hat eine Ewigkeitsperspektive für mich parat, die nicht da in dem Moment aufhört. Und so oft gehe ich nachher heim und merke, meine Perspektive hat sich geändert, zu Gott hin. Und ich durfte merken, er ist noch viel grösser als alles, was ich kann. Dass ich da aus vollem Herzen singen, ja, du hast alles gegeben für mich, dass ich bei dir sein kann. Das Beste, was wir haben, Jesus ist bei uns, jetzt in diesem Moment ist er da. Bei dir daheim auf dem Sofa oder im Bett oder in der Stube oder in der Badwanne, egal wo du bist. Jesus ist das beste Geschenk, das wir haben. Der Schöpfer vom Universum kommt zu uns. Er kommt zu uns. Das ist doch der Grund, dass wir sagen können, hey,
Gott ist der Einzige, der würdig ist. Vater, du bist würdig, unseren Dank entgegenzunehmen, unser Lob entgegenzunehmen. Lass uns beten. Danke, Vater, für deine Perspektive, die du uns schenken willst. Und ich will dir Danke sagen, Vater im Himmel, jetzt an dieser Stelle auch für jeden Mensch, für jeden, der da dabei ist, der zulässt, der mitgeht und sagt, ich will diese Perspektive einnehmen in meinem Leben. Ich will ein dankbarer Mensch sein, weil Gott, du hast so viel geschenkt. Und ich will immer mehr lernen, dankbar zu sein, auch bis ins höhere Alter. Und Jesus, du siehst all die Sachen, die uns oft blind machen. Und wir wollen die bewusst ablegen. Das, was uns im Weg steht. Das, was uns träge macht. Das, was uns den Blick vernebelt. Das, was uns abzieht und wo wir nur das Negative sehen. Jesus, wir wollen es ablegen, wir wollen es weggeben. Wir wollen unseren Blick nicht auf das richten, wo wir nicht haben können, sondern wir wollen unseren Blick auf das richten, wo wir alles haben in dir. Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben. Und am Schluss des Tages bedeutet dankbar zu sein, auf dich schauen zu Jesus und zu merken, dass du noch viel mehr bist, als wir jemals mit unserem Herz verstehen können. Es gibt so viel Grund, um dir zu danken. Es gibt so viel Grund, um dich zu loben. Und es gibt so viel Grund, um dich zu preisen. Amen. Ja, Psalmen, starke Worte für die Seele. Wir hoffen sehr, dass ihr etwas mitnehmen könnt aus dieser Predigtreihe als Inspiration für euren Alltag. Die Predigt kann man natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hören oder auch schauen. Den entsprechenden Link findet ihr auf unserer Website. Und wir wollen natürlich auch ermutigen, dass ihr den Link teilt und auf andere darauf hinweist, dass man die Predigt nachher hören kann, damit auch andere profitieren können. Herzliche Einladung an dieser Stelle auch schon für die Predigt am nächsten Sonntag, Pfingsten. Wir starten dann mit einer neuen Predigtreihe über Jesus. Der Roland Hartmeier wird da sein, den viele von euch auch schon kennen, aus Einsätzen, die er schon in unserer FEG. Der Roland Hartmeier ist Theologe und er ist Missionswissenschaftler. Er war von 1995 bis 2010 Pastor im Bund FEG. Er ist Autor von mehreren Büchern, selbstständiger Dozent und Referent. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns wird sein und dass er mit uns startet in dieser neuen Predigtreihe. Wir wissen noch nicht, ob nächsten Sonntag ein Livestream nochmal wird sein oder ob wir live dann auch schon wieder da sein in diesem Gebäude. Wir werden rechtzeitig informieren, ob wir nächsten Sonntag wieder startet mit Gottesdienst oder erst eine Woche später. Herzlichen Dank für alle finanzielle Unterstützung auf dem Weg durch die aktuelle Krise. Wir sind natürlich dankbar für jede Spende für unseren Gemeindehaushalt. Infos dazu findet ihr auch auf feg-embrach.ch. Herzliche Einladung jetzt auch für die Zoom-Kaffeebar, wo jetzt dann offen wird sein. Den Link findet ihr unter dem YouTube-Fenster. Und herzliche Einladung natürlich auch zum zweiten Livestream auf Hochdeutsch, wo wir 11.30 Uhr startet, um 11.30 Uhr. Für alle, die die Predigt noch mal gerne hören wollen, auf Hochdeutsch. Psalmen, starke Worte für die Seele. Wir haben Predigten gehört über verschiedene Psalmen. Ich schließe darum gerne ab, auch noch mal mit ein paar Versen aus dem Psalm 62 als Segenswort zum Abschied. Zu Gott allein sei still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, ich werde nicht wanken. Vertraue auf ihn, Volk, zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Amen. Sind gesegnet und bleibt gesund. Auf Wiedersehen miteinander.